Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes, als Präsident dieses Heimatbundes grüße ich Sie sehr herzlich in der Vorweihnachtszeit eines sehr schwierigen Jahres für uns. Eine solche Pandemie, wie wir sie gerade erleben, hat Deutschland und die Welt zwar in der Vergangenheit schon erlebt, aber nicht zu unseren Zeiten. Und wir müssen mit sehr vielen Einschränkungen leben. Das gilt sowohl für das Vereinsleben als auch für das Verbandsleben eben des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes. So sind bei uns zum Beispiel die Jahreshauptversammlung weggefallen. Es ist der Tag der Schleswig-Holsteiner verschoben worden und wird wahrscheinlich erst im Jahr 2022 stattfinden. Und bei Ihnen in den Vereinen ist sicherlich auch einiges nicht geschehen, was Sie vorgehabt haben. Hoffentlich haben Sie nicht, wie zum Beispiel die Sportvereine, mit Mitgliederaustritten zu tun. Das wäre sehr schade. Aber ich glaube, unser Thema ist ein Thema, was nicht von aktuellen Tagesereignissen abhängt, sondern eher mit langfristigen Planungen auch der einzelnen Mitglieder zu tun hat. Positiv ist auf jeden Fall zu sehen, dass es Beispiele gibt, wie man eine solche Pandemie positiv auch überstehen kann, indem man zum Beispiel digital etwas anbietet. So hat der Landestrachtenverband eine digitale Menschenkette gebildet und diese auch im Internet verbreitet. Oder der Wettbewerb Schillers lest platt ist auch digital wahrgenommen worden, indem die einzelnen Schülerinnen und Schüler aufgenommen wurden und dann der Jury vorgestellt wurden, eben nur per Film. Aber auch das geht. Im Schleswig-Holsteinischen Heimatbund ist die Arbeit trotzdem weitergegangen, selbstverständlich wie bei Ihnen auch. Sie werden sich noch daran erinnern, dass wir Ende 2019 einen Aufreger hatten insofern, als das Kultusministerium das Wort Heimat aus dem Heimat- und Sachkundeunterricht streichen wollte. Wir haben dazu eine Stellungnahme abgegeben mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer tatkräftigen Hilfe. Diese Stellungnahme haben wir im Ende des Sommers im Kultusministerium abgegeben und sind jetzt erst vor kurzem darüber benachrichtigt worden, dass Teile davon aufgenommen wurden in den neuen Leitfaden für den Sachkundeunterricht. Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit, im Jahre 2021, im April, dazu Möglichkeiten für den Fachkundeunterricht vorzulegen auf einer Tagung der Sachkundelehrerinnen und Lehrer. Das erfreut uns und so hat sich doch einiges auch da wirklich zum Positiven entwickelt. Und ich hoffe, das wird auch weiter so gehen. Wir sind stolz darauf, was wir in diesem Jahr geleistet haben und ich danke auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im SHB, die sich sehr angestrengt haben, Ihnen möglichst viel zu bieten. Und es ist auch wahrgenommen worden, es hätte mehr sein können, aber es ist auch wahrgenommen worden von Ihnen, sodass wir hoffen, nach der Pandemie, die wir hoffentlich im nächsten Sommer überstanden haben, wenn die Impfungen entsprechend fortgeschritten sind, dass wir dann wieder voll einsteigen können in unser Programm. Und bis dahin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall erstmal ein frohes Fest, noch eine restliche schöne Adventszeit, auch wenn dieses Weihnachtsfest und auch das Silvesterfest sicherlich anders aussehen werden, als Sie es gewohnt sind. Aber es hat auch seine Vorteile, mal in sich zu kehren und mal im ganz engen Kreis zu sein. Bitte kommen Sie gut durch diese Zeit, bleiben Sie gesund und alles Gute.